herzlich willkommen beim Burgenlexikon von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. L wie Löschwasser auf Burgen. Der größte Feind einer Burg, sowohl in Friedenszeiten als auch während Belagerungen, war das Feuer. Viele Dächer, insbesondere die der Wirtschaftsgebäude, waren mit Holzschindeln gedeckt, und auch Strohdächer waren auf Burgen weit verbreitet. Hinzu kamen zahlreiche Holz- und Fachwerkbauten. Diese Baumaterialien boten im Falle eines Brandes einen idealen Nährboden für die rasche Ausbreitung des Feuers. Beispiele zerstörter Burgen durch Feuer: Burg und Stadt Dankwaderode 1252, Burg Lichtenberg in der Pfalz 1799, Burg Leuchtenberg in der Oberpfalz 1842. Im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen, insbesondere durch Brandschatzungen, wurden zahlreiche Burgen zerstört. Ein Beispiel hierfür ist die Strafexpedition des Schwäbischen Bundes im Jahr 1523, bei der mehrere Burgen gesprengt und niedergebrannt wurden. Burg Boxberg, Baden-Württemberg, am 14. Juli 1523, Burg Krügelstein am 3. Juli 1523, Burg Neuguttenberg am 5. Juli 1523. Auch in der heutigen Zeit haben Brände auf Burgen und Schlössern verheerende Auswirkungen. Brand auf der Burg Trausnitz, ob Landshut, 1961. Durch Brandstiftung wird das Schloss Ebelsbach in Unterfranken zerstört, 2009. Ein Feuer zerstört Schloss Ehrenstein in Ohrdruf 2013. Wie sorgte man vor, im Brandfall auf einer Burg? Man war sich bewusst, dass Brunnen und Zisternen im Brandfall nicht ausreichen würden. Daher traf man entsprechende Vorkehrungen, indem innerhalb der Burgen Viehtränken angelegt oder Wassertröge installiert wurden, die teils aus dem Felsen gehauen waren. Wo es möglich war, diente auch der wassergefüllte Burggraben als Löschwasserteich. Außerhalb der Burgen wurden zusätzlich sogenannte Wede in der Nähe angelegt. Zahlreiche Rechnungen belegen, dass diese Löschwasserteiche regelmäßig gepflegt wurden, um ihre Funktion sicherzustellen. Beispiel: die Burg Weichenfeld in der fränkischen Schweiz. Das Amtshaus und verschiedene Gebäude. Ruine der einstigen Hauptburg. Die Geschütztürme. Die Tore. Die vorgelagerten Türme. Das Wed und die Viehtränke, zugleich der gemauerte Löschteich. Beispiel einer Tränke mit Zuleitung für Regenwasser. Auch aus den Rechnungen der Burgen geht hervor, dass für den Ernstfall eines Feuers zahlreiche Eimer bereitgestellt wurden. Diese Eimer waren zunächst aus Holz gefertigt, später auch aus Leder, um im Brandfall schnell Löschwasser transportieren zu können. Trotz all dieser Vorkehrungen gerieten Burgen immer wieder in Brand, sei es durch mutwillige Zerstörung oder Unachtsamkeit, und sind heute nur noch als Ruinen zu bewundern. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.